来看国际消息，德国最近是爆发40年来头一件口蹄疫的案例，是一个柏林的郊区一阵水牛当中发现的。这阵墨西哥甲南韩是已经下禁令，禁止德国的肉类甲零制品。这个农场围栏顶面挂警示标语，顶头写注意有传染危险，莫下过来。就伫柏林郊区一阵水牛内底发现口蹄疫了后，当局已经确认这是这个最近40年以来头一届口蹄疫。七早当间发现14只水牛群当中有3只死亡。侦查管理员就发现破病牛无胃口、喙孔破、地部溃疡，符合口蹄疫的症头。德国国家动物卫生研究机构对一只水牛的检体验出口蹄疫，剩的牛已经互抬死，目前也无清楚因是安怎互感染的。Wir haben noch keine Gewissheit, ob es sich in dem Betrieb in Brandenburg, der Wasserbüffel hatte, um einen einzelnen Betrieb handelt oder ob es auch andere Betriebe gibt, die davon betroffen sind. Darum geht es jetzt neben der Identifizierung der Infektionsherde auch darum, dass wir uns eng abstimmen, national. Darum stimme ich mich. 按照世界动物卫生组织的规定，德国即马开始已经唔是口蹄疫的非疫区。这也表示有真侪出口到欧盟以外的兽医证明会无法度签发。然后第3个已经明定禁令，牛冷的制品、肉甲肉的制品、皮做的物件甲灰制品，就根本无可能搁再出口。南韩和墨西哥已经表示暂停进口德国的相关产品。Wie verhält sich das mit geimpften Tieren? Wären die unbedenklich für den Verzehr geeignet, exportierbar etc.? Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt darauf an, ob das Tiere sind, die eben prophylaktisch geimpft werden in Bereichen, wo die Maul- und Klauenseuche noch nicht auftritt. 目前柏林2个动物园也关起来，口蹄疫会引起牛、猪、羊这款上数地会烦草的动物发烧、喙孔烂去，是高度的传染性疾病。不过对人未造成危险。德国顶一届发生口蹄疫是伫1988年，欧盟境内顶一届爆发是伫2012年伫保加利亚发生。公司新闻黄文玲编译。